Ja, danke Jesus, dass du die Welt so unendlich liebst. Und das gilt auch uns. Du liebst auch uns über alles. Du hast deinen eigenen Sohn, Vater im Himmel, geschickt auf die Welt zu uns. Und wir wollen dir Danke sagen, dass wir so zu dir dürfen kommen, wie wir sind. Mit unseren Fehlern, mit unseren Herausforderungen, mit unseren Hoffnungen, die wir haben, mit unseren Zweifeln, mit unseren Erwartungen. Und wir dürfen so vor dich kommen, Jesus. Und wir kommen so vor dich und bitten dich, dass du wirken. Dass du zu unseren Herzen redest und dass du einfach auch das, was uns bewegt oder belastet oder stört oder wo manchmal auch im Weg steht, unsere Zweifel, alles was da ist, dass du das nimmst und ja, dass du es zu etwas Gutem verwandeln. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist, mitten unter uns und wirken. Amen. Ich finde das immer so ermutigend, wenn wir zusammenkommen und miteinander uns das zusingen. Gott liebt die Welt so fest und wir können kommen mit unseren Misserfolg, mit unseren Schmerzen, mit allem, was wir haben und Jesus will uns verändern. Ich möchte heute, bevor wir zur Predigt kommen, die Zeit noch nutzen, einen Moment, um dieses Projekt voll parat kurz vorzustellen. Ich habe gemerkt, ich habe noch gar nicht so genau gesagt, wie das eigentlich funktioniert, unser Gemeindeprojekt voll parat. Und es ist etwas, das zustande gekommen ist, weil wir eine Gemeinde sind, die überzeugt ist, dass die beste Nachricht, die wir haben, die beste Botschaft, die Botschaft des Evangeliums ist. Das begeistert mich von Anfang an, seit ich in dieser Gemeinde bin, seit ich hier in Embrach bin. Es gibt also Dokumente, die zur Verfügung stehen. Und eins davon, von diesen Dokumenten, das ist unser Leitbild. Und in diesem Leitbild von uns als Kirche haben wir das so aufgeschrieben: Wir wollen Menschen jeden Alters, von den Kleinsten bis zu den Ältesten, super, jeden Alters in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus führen und ihnen helfen, ihr Leben nach Gottes Plan zu gestalten. Mich begeistert es, eine Gemeinde, eine Kirche zu sein, die entdeckt hat, dass das Wertvollste ist, was wir haben, das Evangelium von Jesus Christus. Eine lebendige Beziehung zu Jesus, nicht eine Religion, Traditionen, Rituale oder solche Dinge, Gesetze, Regeln, Moral und all das Zeug, sondern eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Was für etwas Wunderbares, was für ein super Geschenk. Und dann einander helfen, das Leben nach Gottes Plan zu gestalten, einfach weil es das Beste ist. Und in der Gemeindeleitung haben wir uns überlegt, wie können wir als Gemeinde da auch zusammen unterwegs sein. Und ganz ehrlich, mir persönlich hilft es, wenn es irgendetwas ganz Praktisches, ganz Klares, ganz Einfaches gibt. Und das haben wir versucht, mit diesem Projekt voll parat umzusetzen. Also das soll einfach etwas ganz Praktisches sein, wie wir als Gemeinde mit unserer Vision unterwegs sein können und dranbleiben können. Schon auf der ersten Seite steht dieser Titel voll parat. Wir haben uns ja schon viel mit voll auseinandergesetzt, voll vom Heiligen Geist, erfüllt mit dieser wunderbaren Botschaft auch, aber in irdenen Gefäßen und dann auch wirklich bereit sein, parat sein. Und unten hat es dieser Bibelvers, diese Bibelstelle, Lukas 10, Vers 1 bis 9. Das ist so eine Bibelstelle, wo Jesus ganz praktisch seine Jünger aussendet und wo wir gemerkt haben, das ist ganz, ganz praktisch auch für uns. Und deshalb ist dieses Projekt zustande gekommen, das Projekt voll parat, gemäß Lukas 10, 1 bis 9. Wie hat Jesus damals seine Jünger ausgesandt und wie können wir ganz praktisch jetzt vorgehen? Wir haben das ganze Projekt gemäß dieser Bibelstelle in 5 Schritte unterteilt. Also das sieht man innen, diese 5 Titel, diese 5 Flaggen. Es hat immer diese Titel, Gebet, Sendung und so weiter. Und dann auf der Flagge, dort gibt es die Möglichkeit, wo wir selber sagen können, ja, wir wollen Flagge bekennen und das genauso machen. Das erste ist, was hier steht, das Gebet und quasi die Aufforderung, hey, Gott bittet uns, oder Jesus sagt uns, wir sollen Gott bitten, dass er Arbeiter in seine Ernte schicke. Es beginnt mit dem Gebet und das ist so für mich ganz praktisch. Ein erster Schritt ist, ja, ich will beten. Also für alle, die mit einsteigen in dieses Projekt, ist hier die Möglichkeit, so wie für sich das Statement zu setzen, einmal pro Woche bete ich mit jemandem für meine Kai und meine Wilma. Das sind Menschen, die sind offen für Gott. Der zweite Schritt ist,
die Sendung. Jesus sendet uns. Wir können das auch hier so wie festmachen. Ja, Herr Jesus, sende mich. Es hat hier verschiedene Bibelstellen auch angegeben, wie Jesus sendet. Das ist ja ganz spannend. Heute ist Auffahrt. Und Auffahrt, das ist so der Moment, der letzte Moment, bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, hat er den Jüngern die wichtigsten Dinge nochmals gesagt. Das sind genau diese Stellen. Wir lesen heute zusammen aus Markus 16 auch eine dieser Stellen. Der dritte Schritt, den wir entdecken, ist Begegnung. Menschen begegnen, an ihr Leben anklopfen, mit ihnen ins Gespräch kommen, bewusst so Kais und Wilma zu suchen. Da haben wir letzten Sonntag viel darüber nachgedacht. Heute geht es um den nächsten Schritt dann. Leben teilen, wo wir bewusst sagen können, ja, ich will bewusst einmal pro Monat Zeit verbringen. Also es ist einfach hier so ein Vorschlag, oder? Ich sage, ich liebe es, wenn es ganz praktisch ist, dann wird es so einfach. Da kann ich sagen, gut, ja, das probiere ich mal umzusetzen. Vielleicht willst du das auch ändern und sagst einmal pro Woche oder keine Ahnung, irgendetwas anderes. Aber so wenn es muss wie praktisch sein, das ist eine praktische Hilfe. Einmal pro Monat verbringe ich bewusst Zeit mit Kai und Wilma. Dann hat es ganz viele Symbole unten. Die einen machen das gern beim Spielen zusammen oder beim Glasse essen oder man macht zusammen mit dem Taschenrechner Hausaufgaben. So macht man ja das heute. Oder man geht eine Velotour oder in den neuen Burgerladen hier in Embrach. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Auch schon benutzt. Und dann der letzte Schritt. Frieden bringen. Bewusst auch den Frieden Gottes dann in diese Zeit, in diese Begegnungen hineinbringen. Das ganze Projekt, das starten wir jetzt. Wenn du sagst, doch, ich will ein Teil sein von diesem Projekt, dann nimm diese Karte mit und füll diese für dich aus und gib klare Statements ab. Und auf der Rückseite sieht man dann so dieser kurze Satz, Jesus sendet dich. Ich finde das gewaltig, wow, aber gar nicht so einfach. Deshalb schließen wir uns zusammen und starten ein mutiges Projekt. Ich finde das mutig, weil es braucht Mut, aber es ist auch mutig, so im Sinn von erwartungsvoll. Schauen, was kommt dabei heraus. Dann sieht man so wie den Fahrplan. Das Projekt startet jetzt. Mai sind wir, ja, es ist gerade noch Mai, Glück gehabt. Gebet, Sendung, Begegnung, Leben teilen, Frieden bringen. Und wir zielen so hin, dieses Projekt zu beenden, Ostern 2023. Ihr seht, das braucht ein bisschen Zeit. Also ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr da mit einsteigen wollt oder nicht. Also ihr müsst das nicht jetzt sagen, aber vielleicht schon bald. Und dann haben wir Zeit, um daran zu sein bis nächstes Jahr. Eigentlich so ein Jahr dranbleiben an diesem Projekt. Das wäre die Vorstellung oder der Vorschlag. Und dann steht, was wäre? Stell dir mal vor, jetzt, das ist ganz persönlich für dich, was wäre, wenn Jesus dich persönlich sendet? Was wäre, wenn du offenen Herzen begegnest? Was wäre, wenn deine Wilma Jesus findet? Was wäre, wenn Kai Hoffnung und Glaube entdeckt? Also, wenn ich mir das vorstelle, wie wir Menschen diese Hoffnung bringen und wie sie Jesus kennenlernen und diese Hoffnung entdecken und Glaube entdecken. Also ich finde das ein wunderbares Bild. Ich finde das fantastisch. Also genau, das ist kurz vorgestellt, dieses Projekt. Heute werden wir die Bibelstelle in Lukas 10, Vers 7 und 8 zusammen anschauen und das entdecken. Und die Idee ist, dass wenn du sagst, ja, das spricht mich an, ich will auf diese oder eine ähnliche Art und Weise da ein Statement setzen, dann nimm dieses Booklet und arbeite damit. Ich habe das auf meinem Schreibtisch, du kannst es in deine Bibel legen oder an einen Ort und sagen, hey, wo bin ich unterwegs? Bin ich meine Wilma, meinen Kai am Suchen? Bin ich hier bei Begegnungen? Treffe ich mich mit ihnen regelmäßig? Und wir wollen schauen, was dabei herauskommt. Also das zu diesem Projekt. Jetzt kommen wir zur Predigt. Das Thema heute ist, wie Jesus Leben teilt. Ich finde das ein gutes Thema, ein super Thema und habe gemerkt, wie Jesus Leben teilt, hat interessanterweise ganz viel mit Essen zu tun. Also wenn man eine Predigt vorbereitet, heute überlegt man sich, was soll so die Hauptaussage sein. Und heute ist die Hauptaussage Essen.
Es ist noch praktisch. Also ich weiß nicht, was ihr manchmal so mitnehmt, aber heute sollt ihr mitnehmen, esst. Ist gut, oder? Das ist ganz einfach eigentlich. Und interessanterweise ist Essen für Jesus ein ganz wichtiges Thema. Oder für Gott im Allgemeinen. Interessanterweise ist für Jesus das eine präferierte Begegnungszeit mit Sündern, mit Zöllnern, mit Ausgegrenzten, aber auch mit seinen Gegnern, mit den Pharisäern. Er verbringt sehr häufig Zeit mit ihnen beim Essen und isst mit ihnen. Also das ist euch sicher auch schon aufgefallen, wie viel Jesus isst, oder? Zum Glück war er auch viel am Laufen mit seinen Jüngern, sonst man muss ein bisschen Bewegung haben dazwischen. Es ist wirklich erstaunlich, das erste Wunder, was Jesus getan hat, wo? Am größten Festessen, am Hochzeit zu Kanaan, genau. Und dann war Jesus ja berüchtigt dafür, dass er gerade mit Zöllnern und Sündern gegessen hat. Einmal sind seine Gegner gekommen und haben ihm Vorwürfe deswegen gemacht. Also sie sind mehrmals gekommen. Aber einmal hat dann Jesus gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. Und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer. Das war der Ruf, der Jesus hatte bei seinen Gegnern. Der ist ein Fresser und Weinsäufer. Also ich glaube nicht, Jesus war ein Fresser und Weinsäufer. So wird das uns nicht gezeigt in der Bibel. Aber seine Gegner haben ihm diesen Ruf gegeben, weil er so viel zu den Menschen hingegangen ist, mit ihnen gegessen hat. Dann hat Jesus gesagt, ja, ja, und der Johannes, der Täufer, der hat gefastet und das werft ihr ihm auch vor. Also man kann über alles nörgeln und motzen, das kennen wir ja auch, man kann über alles, genau. Jesus mit seinen Jüngern, was hat er ihnen mitgegeben für die Zeit, wenn Jesus selber nicht mehr auf der Erde ist? Das Abendmahl, Brot brechen, Wein trinken, wieder essen. Was machen wir bis heute, um uns daran zu erinnern? Wir nehmen Brot, wir nehmen Wein und erinnern uns, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir essen zusammen. Und dann ist Jesus ist er gestorben und auferstanden, jetzt bevor er noch in den Himmel gefahren ist. Und es ist interessant, dass sogar in dieser kurzen Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt hat Jesus auch ganz viel gegessen. Das ist schon interessant. Also die Jünger von Emmaus, da lief er mit diesen in diese Stadt und die haben diskutiert auf dem Weg und so weiter. Und irgendwann sind sie hingesessen und Jesus nahm das Brot und hat es gebrochen. Und in dem Moment ist etwas passiert. Und sie haben gemerkt, wow, da ist ja nicht ein normaler Mensch, das muss ja Jesus sein. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan. Ich habe so den Eindruck, das ist ein Muster, das eigentlich durch das Leben von Jesus durchgeht, dass den Menschen beim Essen mit ihm die Augen aufgetan werden. Schon interessant. Er offenbarte sich den Jüngern auch in dieser Zeit, als sie zu Tisch lagen oder später dann, als die Jünger schon nach Galiläa gegangen sind, fragen sie, ja, wo ist Jesus? Und dann gehen sie ein bisschen fischen und es klappt nicht und plötzlich taucht da Jesus auf und es geschieht ein Wunder und er bereitet am Ufer ein Frühstück für sie vor. Und sie kommen und er frühstückt mit ihnen. Das wird hier in der Bibel beschrieben, das ist schon interessant. Und dann ist Jesus in den Himmel gegangen. Wir sind in dieser Zeit. Jesus ist im Himmel. Wir teilen das Abendmahl miteinander, wir sind am Essen. Aber es findet auch ein anderes Essen statt in dieser Zeit. Es heißt nämlich im Johannes, in der Offenbarung 3, Vers 20 schreibt Johannes, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das sagt Jesus, er steht an der Tür und klopft an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Also die Beziehung mit Jesus, wenn wir ihn in unser Leben einladen, ist wie eine Tischgemeinschaft mit ihm. Und dann schauen wir voraus, irgendwann wird Jesus wiederkommen, gerade der Tag heute, Jesus ist zum Vater gegangen, ist auch ein Hinweis, er wird wiederkommen. Und was passiert dann? Das Hochzeitsmahl des Lammes, dann wird schon wieder gegessen. Also es ist wirklich und ich habe dann gemerkt, das ist eigentlich schon ganz von Anfang von der Geschichte mit Gott und den Menschen so. Im Paradies damals, da war Gott gegenwärtig und wir reden immer von diesem einen Baum, von dem sie nicht hätten essen dürfen.
Aber da waren ja 1000 andere Bäume. Von denen heißt es, und der Herr, Gott, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, von dem durften sie auch essen. Essen, begehrenswert anzusehen, und Gott ist gegenwärtig, schon ganz von Anfang an. Und dann auch später im Alten Testament, in dieser Zeit von Opfern und so weiter. Was war da eigentlich los bei diesen Opfern? Ganz viele Opfer wurden dann festlich miteinander gegessen und geteilt. Im 5. Mose heißt darüber, und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen, ihr und eure Familien, an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Mit Gott zusammen Tischgemeinschaft genießen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Ich esse sehr gern. Ich müsste ein paar Jünger haben, um mit ihnen auch viel zu laufen. Ich glaube, das wäre gut. Vielleicht isst du auch gern so etwas richtig Gutes. Gott will uns begegnen und uns reichhaltig beschenken, dass es uns so richtig wohltut. Ich habe mich gefragt, wieso ist Jesus die ganze Zeit mit den Leuten am Essen? Wieso spielt das Essen so eine wichtige Rolle? Also ich mache heute jetzt nicht Werbung für Essen, aber irgendwie spielt das eine wichtige Rolle. Schon interessant. Und ich habe gemerkt, da steckt ganz viel drin in dem Zusammenessen. Als erstes steckt da drin, dass man einfach Zeit zusammen hat. Beim Essen hat man Zeit füreinander. Dann Gemeinschaft, einander zuhören, sich interessieren füreinander. Wenn wir darüber nachdenken, mit Gott am Tisch zu sitzen, da kommen einem ganz viele Dinge in Erinnerung. Die Geschichte, das Gleichnis von den 2 Söhnen, der eine ging weg, der andere blieb zu Hause, aber beide waren eigentlich verloren ein Stück weit. Und der Vater lädt sie ein in die Familie, an die Tischgemeinschaft. Das ist auch ein Bild für die Familie. Zusammen sein, eine Heimat haben, zu Hause sein zu können. Zusammen zu essen ist auch beschenkt werden vom Gastgeber. Psalm 23. Viele Leute, die lange mit Jesus unterwegs sind, können den auswendig. Er deckt den Tisch im Angesicht der Feinde. Ein reich bedeckter Tisch haben wir bei Gott. Sogar wenn ringsherum Feinde sind. Die kennen wir ja, die Feinde. Anfechtungen, Herausforderungen, Abgründe vielleicht. Aber mitten darin deckt er uns den Tisch. Essen zusammen ist aber auch immer ein Bild, um zusammen fröhlich zu sein, zu feiern und Freude zu haben. Interessant, dass Gott seinen Sohn auf die Welt schickt, zu den Verlorenen. Und Jesus ist mit ihnen und nimmt sich Zeit, hört ihnen zu, teilt Leben mit ihnen und hat vielleicht auch ganz viele Momente, wo einfach Freude und Fröhlichsein dabei sind. Und vielleicht bist du heute einfach hier, weil Jesus dir sagen möchte, er will mit dir am Tisch sitzen. Er will Gemeinschaft mit dir haben. So wie es in Offenbarung 3,20 heißt. Wer diese Stimme hört und die Tür öffnet, seine Herzenstür, seine Lebenstür, zu dem wird Jesus hineingehen und mit ihm essen und er mit ihm. Vielleicht hörst du zu und sagst, du hast dein Herz, dein Leben noch nie für Jesus aufgemacht. Er steht an der Tür, er klopft an und er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte zusammen sein mit dir. Das ist sein tiefster Wunsch, eine lebendige Beziehung zu haben. Eine Tischgemeinschaft geht recht lebendig zu und her, oder? Das will Jesus, lebendige Gemeinschaft mit dir haben. Jesus wurde gesandt. Seine Sendung bestand darin, dass er offensichtlich viel Zeit sich genommen hat, um mit den Menschen zu essen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, Friede euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind gesandt, um zu essen. Hast du das schon mal überlegt? Wir sind gesandt, um zu essen. Und
Genau darum geht es auch in diesen Versen im Lukas-Evangelium. Leben teilen, die wir zusammen anschauen. Ich habe euch vorhin dieses Projekt voll parat vorgestellt, dass Jesus, der sendet diese 70 Jünger aus, sagt, geht immer zu zweit und als erstes bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Es beginnt mit dem Gebet. Wir sollen beten, dass Gott wirkt, dass er das Große tut. Und dann geht es weiter und er sagt, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Ich sende euch. Wir sollen aufstehen und gehen. Geht hin. Dieser Ruf gilt auch uns. Jesus sendet auch uns. Schon spannend, aber es kann auch ein schwieriger Weg sein, wie Lämmer unter die Wölfe. Dann geht es weiter. Jesus sagt, wenn ihr zu einem Haus kommt, sprecht Frieden zuerst. Anklopfen ans Leben von Menschen. Sich interessieren, fragen, hey, hallo, wie geht's? Der Friede von Gott, interessiert dich das? Spricht dich das an? Und dann sagt Jesus weiter, was dann passiert. Das wollen wir zusammen lesen. Und es heißt dann, in diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Also schon, Jesus sendet die 70 Jünger und sagt, geht und esst. Unter anderem. Schon interessant. Es ist nicht irgendwie, man beobachtet das nur irgendwo, sondern es ist ganz offensichtlich. Jesus sendet uns, um mit Menschen zu essen. Ich habe 3 Punkte in diesen kurzen Versen, die habe ich so herausgeschrieben, die wollen wir zusammen anschauen. Der erste Punkt zu diesem ersten Teilvers, in diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Viele Leute sagen, das bedeutet, dass esst, was sie haben, dass man einfach annimmt, was es dann halt gibt, egal wie reichhaltig das ist oder auch nicht. Es sind nicht alle gleich gute Gastgeber. Aber es steckt noch viel mehr in diesem Vers drin, oder? Ja, so wenn die Leute zu mir nach Hause, einige lachen da, wenn die Leute zu mir nach Hause kommen, ich bin froh, ist meine Frau noch da, die ist eine bessere Gastgeberin als ich. Also zum Beispiel. Aber es steckt noch viel mehr in diesem Vers drin. In diesem Haus aber bleibt. Ich glaube, es geht viel mehr um das Bleiben, um das Dasein, ums Zeit verbringen zusammen. Auch beim Essen und beim Trinken. Also der Kern, wo da drin steckt, bedeutet eigentlich, geht hin und teilt Leben mit den Leuten. Nehmt teil an ihrem Leben, nehmt Anteil an ihrem Leben. Habt diese Gemeinschaft mit ihnen. Hört zu. Werdet wie ein Teil der Familie da. Auch zusammen fröhlich sein und feiern gehört dazu. Also was da drin steckt, das Bleiben, das ist hier extrem stark. Bleibt, esst und trinkt. Zusammen Gemeinschaft haben, essen und trinken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erlebe das oft so. Beim Essen ist plötzlich eine ganz andere Gesprächskultur. Plötzlich wird man wie offener und beginnt gern etwas zu erzählen oder man hat den Mund voll, dann fällt es einem einfacher zuzuhören. Gut, einigen auch nicht, das gibt es auch. Ich glaube, es ist kein Zufall. Bleibt, esst und trinkt. Zusammen leben, teilen. Und dann im nächsten Abschnitt heißt es, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Da könnte man jetzt viel darüber sagen. Es ist ein Thema, das in der Bibel sehr weit verbreitet. Aber es bedeutet ganz einfach auch, dass man bereit ist, etwas anzunehmen. Ich glaube, heute fällt es uns manchmal schwierig, etwas anzunehmen. Sich beschenken zu lassen. Man hat manchmal so die Haltung, ja, ich will ja etwas geben, ich will nicht etwas annehmen. Aber so wie ich da Jesus verstehe, soll man annehmen. Soll man offen sein, sich auch beschenken zu lassen. Natürlich Gott auch dankbar sein zu können für das, was man bekommt. Aber auch einem Gastgeber oder jemandem, mit dem man unterwegs ist, dankbar sein zu können für das, was man bekommt. Und ich glaube, es hat noch einen weiteren Aspekt da drin, nämlich etwas bekommen können, aber auch etwas schenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem Gedanken, dass wir die Friedensbotschaft von Gott bringen dürfen.
Ich bin überzeugt, das ist das allergrößte Geschenk, das wir einem anderen Menschen machen können. Das ist das Beste überhaupt, was es gibt. Und manchmal erlebt man das, wenn man jemandem sagt, hey, du kannst Frieden haben mit Gott, und er beginnt das zu verstehen, dieser Mensch, dann kommt so ein Strahlen in die Augen. Und man merkt, der andere hat begriffen, dass da etwas viel Größeres im Gange ist. Frieden haben mit Gott. Er will mich als Mensch annehmen, mir meine Schuld und Sünde und Scham vergeben, ans Kreuz nehmen. Er will mir ewiges Leben schenken. Boah, ist das Gewaltiges. Eigentlich das größte Geschenk, das es gibt. Manchmal fällt es einem einfacher, ein Geschenk anzunehmen, wenn auch der andere bereit ist, etwas anzunehmen. Und etwas im Verhältnis eher Kleineres. Könnte es sein, dass Jesus sagt, seid bereit, auch etwas anzunehmen, weil ihr gebt ja auch und der andere wird auch etwas annehmen. Es ist einfach, etwas anzunehmen, wenn man auch selber etwas geben darf. Annehmen können. Kannst du annehmen? Kannst du dich beschenken lassen? Dann geht nicht aus dem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Für mich bedeutet das dann einfach auch wertschätzend sein. Es werden da also von den Auslegern wird oft gesagt, ja, das ist, damit man nicht in ein Haus geht und dann sieht man, im Nachbarhaus wäre es noch ein bisschen luxuriöser und so, und dann wechselt man immer zu schauen, was man das Beste bekommt und so. Für mich bedeutet es einfach, wertschätzend zu sein. Wertschätzend für die Begegnungen, die man haben darf. Wertschätzend für den Ort, wo man hingeht. Wertschätzend für das, was man bekommt. Wertschätzend auch, wenn es anders ist, als was man vielleicht erwartet oder so. Das wertschätzend annehmen können. Bedeutet auch für mich, offen zu sein. Offen zu sein vielleicht für Neues. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen du in Kontakt kommst im Alltag. Es gibt ja bei uns ganz viele Kulturen. Die Embracher Kultur sind viele Kulturen. Es kann ja sein, dass du wirklich mal zu Gast bist bei jemandem, der etwas kocht, das du noch nie so gerochen hast. Wertschätzend zu sein, dankbar zu sein, offen zu sein. Wow, spannend. Oder kurz zusammengefasst, einfach wirklich Leben teilen, Zeit mit jemandem verbringen. Wenn wir zu Menschen hingehen und merken, da gibt es Menschen, die sind offen für Jesus, für das Evangelium, wie wunderbar, und dann zu sagen, ich will bewusst Zeit mit diesen Menschen verbringen, zusammen essen, zusammen ins Gespräch kommen, Leben teilen, Zeit teilen. Und ich will euch bitten, dass ihr gar nicht allzu weit denkt auch. Das kann bedeuten, dass man sich im Alltag bewusst Zeit nimmt, um zusammen zu käffeln oder ein Bier trinken zu gehen. Es kann aber auch bedeuten, dass man sich bewusst die Zeit nimmt, zum Beispiel ein paar ganz praktische Dinge sind mir in den Sinn gekommen. Das Sommerlager, Sola, das ist ja schon in Vorbereitung im vollen Gang. Da hat man Zeit zusammen und man isst ganz viel zusammen. Das Essen spielt eine wichtige Rolle in diesen Lagern. Das ist absolut entscheidend, oder? Und da sitzt man da zusammen, hat eine ganze Woche mit ganz vielen Menschen. Oder mir ist auch in den Sinn gekommen, Alpha-Life-Kurs. Starten wir wieder im September, das Plakat hängt schon hinten. Es ist kein Zufall, dass wir da mit Menschen zusammen uns Zeit nehmen, um zuerst einfach mal Abend zu essen. Zuzuhören. Zeit zu haben, uns zu interessieren, Leben zu teilen. Oder ich denke mir auch, im September kommt das Oberdorffest zum Beispiel. Wir machen unsere Kaffeebar. Ja, wir werden natürlich viel Kaffee servieren, aber wir werden auch hinsitzen mit den Leuten zusammen einen Kaffee trinken, Leben teilen beim Kaffeele. Oder heute nach dem Gottesdienst sind ja alle eingeladen, auf den Hof zu kommen bei Weidmanns und zusammen Gemeinschaft zu haben beim Essen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gemeinschaft zu haben. Das gibt es einfach schon automatisch. Nehmen wir uns bewusst auch da Zeit, Leben zu teilen, Gemeinschaft zu teilen. Und dann ist meine Frage an dich, wie machen wir das? Ich will dich ermutigen, in dieser Zeit kein Thermometer zu sein. Ein Thermometer braucht man, um Dinge zu garen, sondern ein Thermostat zu sein. Wisst ihr, was ist der Unterschied? Ein Thermometer, der misst, was ist hier für eine Temperatur, was ist für eine Atmosphäre hier.
Stellt dir mal vor, Jesus wäre so ein Thermometer gewesen. Oh, da ist aber viel Zöllner und Sünder. Ja, das ist gar nicht gut. Oh, ihr Pharisäer, Mist, was ist hier für eine Temperatur? Oh, ihr Heuchelei und so weiter. Manchmal sind wir als Thermometer unterwegs. Vielleicht kennst du das auch am Leben. Wir kommen irgendwo hin. Oh, was ist hier für eine Temperatur? Oh, wie ist es hier? Und wir beurteilen und so und geben uns in diese Temperaturatmosphäre hinein. Und ich will euch ermutigen, Thermostaten zu sein. Wisst ihr wieso? Weil wir haben eine Temperatur. Wir haben die Liebe von Gott in uns. Die ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wir haben den Frieden von Gott in unserem Herzen, den wir Menschen bringen. Der Heilige Geist wirkt in uns. Und wenn ich irgendwo hinkomme, dann ist durch mich, durch dich Gott da gegenwärtig. Und es beginnt Licht zu sein, Friede zu kommen. Das bedeutet, ein Thermostat zu sein. Der setzt eine Temperatur auf einem Level und das beginnt sich anzupassen. Ich will euch ermutigen, Leben teilen, nicht als Thermometer. Braucht man, um Fieber zu messen und so, finde ich nicht so sympathisch. Sondern als Thermostaten. Nicht, weil wir etwas prägen können, eine Raumtemperatur, aber Gott durch uns, er kann es. Wir wollen zusammen lesen, wie Jesus Abschied genommen hat von den Jüngern. Heute ist Auffahrt, Jesus ist in den Himmel weggegangen, er wird wiederkommen. Jesus hat diesen Moment genutzt, um den Jüngern das Wichtigste zu sagen. Wir lesen in allen Evangelien von diesem Moment. Wir wollen aus dem Markus lesen heute und schauen, wie er das gemacht hat. Wie er die Jünger gesandt hat, um Leben zu teilen. Also Markus 16 ist das. Nachher offenbarte er sich den 11 Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen, schon wieder beim Essen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Das haben wir noch angesprochen, weil wir sehen Jesus auch nicht mit unseren irdischen Augen. Mit unseren Herzensaugen können wir ihn schon sehen. Und wir dürfen an ihn glauben, auch wenn wir ihn nicht gesehen haben. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das sagt Jesus auch uns. Geh hin. Geh hin in die ganze Welt. Die beginnt vor der Haustüre. Ist nicht so weit weg. Und predige das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Ich finde das so wunderbar. Man denkt immer, ja, was muss ich jetzt machen und so, aber das ist in erster Linie auch für dich. Wenn du an Jesus glaubst, bist du gerettet in alle Ewigkeit. Was für eine wunderbare Zusage. Also was Jesus hier den Jüngern beauftragt hat, funktioniert. Die haben es erzählt und erzählt bis heute. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich habe es gehört. Und glaube und bin gerettet in alle Ewigkeit. Das funktioniert. Dieser Auftrag geht bis heute weiter und steckt eine Generation nach der anderen an, einen Menschen nach dem anderen. Dann sagt Jesus, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Ich finde das eigentlich sehr ehrlich von Jesus, dass er das so direkt sagt. Es ist so wichtig, dass die Menschen an mich glauben, dass sie Errettung haben können, dass sie dieses ewige Leben haben können. Weil ohne mich sind sie verloren. Ohne mich sind sie ewig getrennt. Oder Jesus sagt es so, dass sie verdammt werden. Das bedeutet Verdammung, getrennt zu sein von Gott. Nicht mit Gott in Verbindung zu sein. Ich denke manchmal, das ist ein Thema, das kommt ganz viel in der Bibel vor und wir sind so gut darin, das zu verdrängen. Nicht daran zu denken, weil eigentlich ist es brutal.
getrennt zu sein von Gott. Und wenn ich in unsere Welt hineinschaue, sehe ich so viel getrennt sein von Gott. Nicht verbunden sein mit Gott. Die Christen gehen ganz unterschiedlich mit dem um. Ich weiß nicht, wie du das machst. Einige, die wollen das wegtheologisieren. Die sagen dann, ja gut, wir können ja die Bibel auch ein bisschen anders verstehen. Vielleicht geht man ja gar nicht so verloren, das gibt es gar nicht. Da muss man aber sehr kompromissbereit sein. Andere, die verdrängen es einfach. Ich gehöre eher zu denen. Ich versuche das im Alltag, denke ich nicht so oft darüber nach, weil es ist etwas, das schmerzt extrem. Ich weiß nicht, ich finde manchmal, man kann fast nicht damit umgehen. Und man kann eigentlich nur auf eine Art und Weise damit umgehen, indem dass man diese frohe Botschaft von der Rettung weitergibt. Der dritte Weg, der wäre, dass man wirklich dieses Unbequeme bewusst damit lebt, diese Spannung auf sich nimmt und sagt, ich will dranbleiben. Es ist unbequem, das ist wahr und deshalb ist es wichtig. Ich will das bewusst aushalten, auch im Alltag. Diese Spannung, dass es ein Gerettetsein gibt, aber dass es auch ein Verlorensein gibt. Und ich finde es auch wichtig, dass wir diese Spannung für uns selber aushalten und uns fragen, bin ich gerettet oder nicht? Bin ich verloren? Habe ich diese lebendige Beziehung jetzt und in alle Ewigkeit? Oder will ich von Gott nichts wissen, jetzt und in alle Ewigkeit? Da müssen wir uns fragen, das sind wichtige Fragen. Jesus ist da ganz ehrlich. Wer gläubig geworden ist und gerettet worden ist, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und dann heißt es weiter, das ist so wunderbar, Jesus lässt uns einfach nie im Stich, das ist super. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die Gott uns schenken wird. Dem einen so, dem anderen so. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Also Jesus verheißt, wenn er mit uns ist, er ist mit uns und er wirkt durch uns, diese Dinge, die wir selber gar nicht machen können. Er wird es begleiten mit übernatürlichen Zeichen, mit seinem Eingreifen und seinem Wirken. Und dann heißt es weiter, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Und die Menschen da, die Jünger, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Ich will zum Schluss kommen. Sie zogen aus und predigten überall, die Jünger ließen sich senden, während der Herr mitwirkte. Ist dir das schon mal aufgefallen an dieser Stelle? Im Vers vorher heißt es, und Jesus ging weg, wurde nicht mehr gesehen, in den Himmel zur Rechten Gottes. Und im nächsten Vers heißt es, während sie gingen, wirkte er mit. Also obwohl er nicht mehr sichtbar hier war, hat er gleichzeitig gewirkt. Und das ist für mich eine Ermutigung. Wir haben diese wunderbare Botschaft, wir dürfen sie zuerst einfach in unser Herz hineinlassen. Wir dürfen uns freuen, Tischgemeinschaft zu haben mit dem lebendigen Gott. Er nimmt uns in seine Familie auf. Und diese wunderbare Botschaft dürfen wir weitergeben, indem wir mit Menschen Zeit verbringen, mit ihnen essen, mit ihnen einen Kaffee trinken, ein Bier trinken, ein Spiel spielen, was auch immer. Und dürfen da der Friede Gottes bringen. Thermostaten sein, nicht Thermometer. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um zu retten. Und danke, Jesus, dass bis heute Zeit der Gnade ist. Dass wenn wir zu dir kommen und an dich glauben, dass wir gerettet sind bis in alle Ewigkeit und nicht getrennt von dir, nicht verdammt. Und wir wollen dich bitten, Jesus, öffne unser Herz, um immer wieder neu zu verstehen, was das bedeutet.
Öffne unser Herz, um vielleicht zum allerersten Mal zu verstehen, was es bedeutet, dass du uns retten willst. Und wenn es für uns so alltäglich wird, auch wieder bewusst zu merken, hey, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und wir wollen dir Danke sagen, guter Vater, dass du uns einlädst an deine Tischgemeinschaft, in deine Familie. Wir lesen im Gleichnis von den verlorenen Söhnen, als sie zu dir zurückkamen, hast du ein riesiges Fest gemacht und gefeiert. Wir dürfen an deinem Festmahl teilnehmen. Danke Gott, dass du diese Gemeinschaft, diese Nähe zu uns haben willst und dass du dich mit uns teilst, dass du dich für uns interessierst, dass du dein Leben mit uns teilst. Und wir bitten dich, Jesus, wo wir im Alltag unterwegs sind, wo wir Menschen begegnen, die dich nicht kennen, Jesus, wo wir Zeit mit ihnen verbringen, ja, dass deine Gegenwart in uns und durch uns eine Ausstrahlung haben dürfen. Und dass wenn wir mit Menschen essen, dass du dann mit ihnen isst. Du sendest uns, wie der Vater dich gesandt hat und du wirkst durch uns. Und danke Jesus, dass du jetzt zwar nicht sichtbar auf dieser Welt bist, dass du sichtbar im Himmel bist beim Vater, aber dass du wirkst auf dieser Welt, hier mit uns und unter uns. Herr Jesus, sende uns. Sende uns. Amen. Ja, Jesus sendet uns, er ist mit uns, er wirkt. Sie aber predigten überall, während der Herr mitwirkte. Der Herr wirkt mit dir, er wirkt durch dich. Und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Gott ist dran, er arbeitet. Und in dieser Gemeinschaft dürfen wir vorwärts gehen. Lass uns das zusammen auch singen. In dieser Gemeinschaft vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist wollen wir zusammen vorwärts gehen. Wollen wir zu den Menschen gehen. Was für ein wunderbares Geheimnis, dass wir diese Gemeinschaft leben und miteinander erleben dürfen.